Nun noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phoebe, Diakonin der Gemeinde von Kechea. Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Steht ihr in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht. Denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nicht-jüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Grüßt meinen lieben Freund Epenetus. Er war der Erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Jesus Christus kam. Grüßt Maria, die so unermüdlich für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Grüßt Ampliatus, meinen lieben Freund, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Dienst für Christus, und meinen lieben Freund Stachys. Grüßt Apelles, der sich in seinem Glauben an Christus bewährt hat. Grüßt die, die zum Haus des Aristobulus gehören und unsere Geschwister sind. Grüßt meinen Landsmann Herodion. Grüßt die, die zum Haus des Narzissus gehören und an den Herrn glauben. Grüßt Tryphena und Tryphosa, die im Dienst für den Herrn viel Mühe auf sich nehmen. Grüßt die liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asnikritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die anderen Geschwister bei ihnen. Grüßt Philogus und Julia, Neuros und seine Schwester, sowie Olympias und alle Gläubigen bei ihnen. Grüßt einander mit einem Kuss, als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Alle Gemeinden Christi lassen euch grüßen. Da steht in Römer 16, 1-16. Wenn wir den Text jetzt gut zugelassen haben, von der Anja, oder jetzt mal ehrlich, wenn ihr so Briefe lesen im Neuen Testament, dann kommen so Namensaufzählungen und Grußworte. Wer von euch skippt das manchmal? Christina ist gerade ehrlich gewesen, gerade auf. Einige von euch skippen das und ich tue jetzt noch ein zweites Drittel abziehen für die vielleicht nicht so regelmäßig die Bibel lesen, oder? Also viele Leute lesen wahrscheinlich die Grußworte meistens nicht wirklich. Aber dieser Text ist mir heute zugeteilt worden in der Predigt und als ich das gelesen habe, ich habe plötzlich irgendwie eine mega Connection bekommen zu diesem Text und ich habe gemerkt, so krass, wie viel Zeit der Paulus sich nimmt und wie viele Buchstaben er braucht, einfach zum Leute grüßen, Danke sagen, hochhalten. Einfach, ihm ist das so wichtig, die Wertschätzung von dieser Gemeinschaft. Das hat mich mega berührt, das zu merken. Ich meine, der Römerbrief, oder das theologische Meisterwerk. Aber einfach am Schluss, jetzt haben wir 16 Verse gehört, einfach Grußworte an Einzelpersonen. Er tut direkt 24 Leute grüßen. Und dann noch diverse andere, die bei denen in der Hausgemeinde sind und so weiter. Das ist eine ganze Summe von Leuten, die er hier grüßt und er sich einfach Zeit nimmt, um über die zu reden. Und spannend ist, dort innen sind Frauen wie Männer gleich erwähnt, man merkt gar keinen Unterschied. Es hat aber auch, ich habe in den Kommentaren noch ein bisschen gelesen, gewisse Namen sind eigentlich so typische Sklavennamen, zum Beispiel Stachys. Das ist eigentlich ein typischer Sklavenname, schreibt der N.T. Wright. Und dann noch ein, zwei andere Namen, wo man denkt, das könnte ein Sklave sein. Und dann hast du aber auch Leute, wo man weiss von denen auch sonst noch aus Geschichten vom Neuen Testament, das sind einflussreiche Personen, die teilweise auch Gesellschaft mitprägen und so. Also da hast du in dem Grußwort hast du eine ganze Bandbreite eigentlich von dem, was Gesellschaft abzeichnet. Aber man merkt keine Unterschiede, die der Paulus macht. Die kommen alle drin vor, kreuz und quer, Frauen, Männer, Sklaven, wohlhabende, einflussreiche. Der Paulus liebt und wertschätzt einfach die Familie von Gott. Ihm ist das so ein Anliegen. Und ich habe das so schön gefunden, das dort zu lesen. Und wenn ich lustigerweise
in den letzten Wochen, bevor ich die Predigt angefangen habe vorzubereiten, ist in meinem Herzen so eine Dankbarkeit gestiegen für die Gemeinde. Ich habe mehrmals zu Nadia gesagt, hey Nadia, wir sind so beschenkt, Überleg mal, alle die Leute um uns herum, die machen unser Leben so reich und so erfüllt. All die Beziehungen, die wir haben, die Menschen, die wir treffen können, die uns inspirieren, man kann sich gegenseitig weiterhelfen. Ich habe mehrmals in den letzten Wochen, bevor ich die Predigt vorbereitet habe, Gott einfach, wenn ich unterwegs war, Danke gesagt für seine Kirche, für seine Gemeinde. Wo ich, seit ich ein Baby bin, ihnen aufwachsen. Und es ist so ein Reichtum in meinem Leben, ganz ehrlich. Ich bin kürzlich auf dem Balkon gestanden, bei uns an der Salmenstrasse in Westfalen, und es ist eine Frau wieder mal durchgelaufen, die wohnt gerade im Block nebendran. Und ich habe sie immer wieder gesehen. Und jedes Mal, wenn ich sie sehe ich sie ganz allein. Sie sieht deprimiert aus, eine Ziege in der Hand, Ohrenstöpsel im Ohr. Und ich sehe sie und ich denke so, ich wünsche mir, dass die Frau das auch erleben kann, was ich erlebt habe. Was für ein Reichtum in mein Leben gekommen ist, mit euch, mit der Kirche. Als ich vorher beim Worship ein bisschen rumgeschaut habe, mein Herz ist höher gegangen, weil ich Leute von euch sehe und ich denke, hey, wow, der Alex inspiriert mich, um einfach konkret mit Leuten zu beten und erwarten, dass er wirkt. Von Manuel Schmid habe ich schon so viele gute Feedbacks bekommen, als ich als junger Leiter in dieser Kirche angefangen Verantwortung zu übernehmen. Er hat sich wirklich Zeit genommen. Ich könnte euch mal vielleicht noch eins raussuchen, so ein richtig langes Mail, einfach ein Feedback, wo er sich wirklich Zeit nimmt, um zu sagen, was ist gut gewesen, wo können wir noch verbessern, was sind die nächsten Schritte. Hey, so kannst du wachsen, und er macht mit dir zusammen eine Predigt, lernt dich auf die Bühne stehen, wie man das machen kann. Dann haben wir ein Ehepaar wie der Ralf und Irene, aber auch andere, Mitch und Sarah, Leute, die Nadia und ich inspirieren, wo wir eingeladen werden von verschiedensten von euch. Wir werden eingeladen, wir bekommen Vorbilder, wir sehen, wie man Sachen machen kann. Man wird beschenkt, Sachen sind ermöglicht. In meinem Theologiestudium war es finanziell manchmal wirklich knapp gewesen, gell? Ich habe das IGW, das wird auch nicht staatlich unterstützt, kostet 800 Stutz pro Monat. Mein Praktikumslohn war 650, also ihr merkt auch hier den Gap, oder? Ich habe nebenbei noch alle möglichen Jobs gemacht, die ich probiert habe. Aber in dieser Zeit, zum einen, Gott hat mich nie hängen, aber wie hat er es gemacht? Immer durch Gemeinde. Ich hatte 3-mal 3000 Stutz von irgendjemandem im Briefkasten gehabt, der mich erlebt hat bei einem Anlass predigen und gesagt hat, hey, wir wollen so junge Leute unterstützen. Ich weiß nicht genau, wer es war, ich weiß nur, die Person hat bezogen auf den einen Anlass, wo ich mal dabei war. Immer rechtzeitig ist irgendwo jemand begegnet und hat uns geholfen finanziell, dass es gerade aufgeht. Alles durch die Gemeinde von Gott. Wir sind so reich beschenkt durch die Leute. Aber anders, dass wir noch schnell ein Foto haben von der Familie Wittmer, als ich mit 15 hier angekommen bin. Als junger Mann mit auch ein bisschen verwirrten Gedanken manchmal, gell, was ich da alles vorhabe mit meinem Leben, hat sich der Stefan schon am ersten oben mir angenommen, als ich hier angekommen bin. Hat mir zugelassen. Auch von all meinen komischen Gedanken und Sachen, die ich erzählt habe, was ich noch vorhabe, was mir auf dem Herzen ist. Hat sich Zeit genommen, zu sich heim eingeladen, hat mir immer wieder zugelassen, hat probiert so, ich denke manchmal, dass er überhaupt die Geduld gefunden hat, so mit mir über so Sachen zu reden, ich denke, er ist schon viel weiter gewesen, und denke so, oh meine Güte. Aber er hat probiert dort, wo er kann, mir Hinweise geben und hat einfach vorgelebt, was es heisst, Jesus nachzufolgen, hat mich mitgenommen, wenn er predigt hat und gesagt, komm Timon, wir beten jetzt noch für die Person, komm mit mir, du lernst jetzt, wie man für jemanden betet und so weiter. Als Nadia und ich zusammengekommen sind, haben wir teilweise eine schwierige Zeit gehabt, um die Beziehung zusammenzubekommen, aufarbeiten. Sie sind auf London gezögert und trotzdem haben wir uns melden bei ihnen. Sie haben sich Zeit genommen, uns weitergeholfen. Wir haben 2-mal zu ihnen gehen, auf London eine Woche verbringen und einfach bei dieser Familie schauen, wie sie leben. Ich kann euch sagen, mein Leben wäre undenkbar, so wie es jetzt ist, ohne den Schatz, den Reichtum an Leuten. Um mich herum ist eine riesige Wolke. Noch bevor ich geboren bin, haben Leute für mein Leben gebetet. Und dann hat es all die Leute aus der ersten Kirche, wo ich aufgewachsen bin, die uns gehütet haben, mit uns gebetet haben, uns gesegnet haben. Der erste Jugendarbeiter, den ich erlebt habe, wo mir ein Jöppli gibt, mein allererstes Jöppli in der Kirche, dass ich die Kollektendosen heben beim Ausgang. Meine Mutter hat mir das nicht zugetraut. Sie hat Angst gehabt, ich klaue das Geld. Aber ich habe gesagt, doch, der Timon kann das. Ich habe in der Kirche so viel Ermutigung, so viel Platz gefunden, um sich selber zu entfalten, Wegweisung, Inspiration, Vorbilder. Es ist unglaublich, ich kann das fast nicht fassen. Und wir haben vielleicht oft darüber geredet, oder, dass man in der Kirche auch verletzt werden kann. Das habe ich immer wieder gehört. Auch, ja, in der Kirche laufen auch Sachen schief. Ja, das ist so. Ich bin
bin jetzt 28, seit 28 Jahren. Ich habe auch Geschichten erlebt, die schwierig sind in der Kirche, die einem weh machen, wo es nicht so hat müssen sein und nicht so hat sollen sein. Und wo wir uns beieinander oder bei anderen Leuten entschuldigen müssen. Das ist es so. Aber ich kann euch sagen, das Gute, ich kann jetzt einfach von meinem Leben reden, das Gute, das schon nur ich erfahren habe, das überwiegt bei weitem. Die paar Geschichten, die ich erlebt habe, die nicht gut sind, die haben ihr Gewicht, aber im Vergleich zum Guten sind die für mich so klein. Und auf der anderen Seite ist alles gefüllt mit guten Geschichten. Ich habe überlegt heute Morgen, hey, wenn ich jetzt all die Begegnungen und guten Worte und Spenden und alles Mögliche, was in mein Leben gekommen ist, durch die Kirche aufschreiben müsste, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich müsste füllen, um all das und all die Namen zu erwähnen. Der Paulus hat das gesehen und hat gewusst, schau, die Lokalkirche ist die Hoffnung dieser Welt und darum wertschätzt er die einzelnen Leute und er zählt sie beim Namen auf. Habt ihr gehört, wie oft er gesagt hat, die Liebe, in anderen Worten, in anderer Übersetzung heißt geliebter Bruder oder die geliebte Persis und so weiter, wenn er die Leute anredet, mit einer tiefen Wertschätzung. Und das ist eben auch das Coole, weil der Paulus hat gewusst, das macht die Kirche aus, oder? Gottes Rettungsplan für die Welt ist die Gemeinschaft von seinen Jüngern. Dort, wo die Leute zusammenkommen, die ihn kennen. Das ist die Idee, wie Jesus in dieser Welt will wirken. Und was macht unsere Kirche aus? Das sind du und ich, jeder von uns, mit dem, was wir hier reingehen. Unsere Kirche ist das, was wir zusammenlegen im Glauben und das, was dann Gott aus dem heraus macht. Und darum erwähnt der Paulus auch die einzelnen Leute und das Spezielle, was sie teilweise auch sagt, hey, die sind wichtige Mitarbeiter für mich. Sie sind sogar mit ihm im Gefängnis gehockt. Andere haben wieder Jüngerschaft gelebt und so weiter. Die merken, die Wertschätzung der Gemeinschaft ist wichtig. Ist an Paulus wichtig. Ich lese jetzt nicht mehr alle die Grußworte durch. Ich glaube, die haben es vorher mitbekommen. Was uns auch auffällt, ist, wenn wir das lesen, das habe ich kurz angedeutet, dass der Paulus Frauen und Männer einfach nebeneinander erwähnt, ohne einen grossen Unterschied zu machen. Man merkt es gar nicht. Man könnte denken, das ist ein Text aus unserer Zeit, oder? Der Text ist vor 2000 Jahren geschrieben worden. Soll ich euch mal vorlesen, was die römischen Rechte von einer Frau waren? Nein. Rechte einer Römerin, was sie nicht durfte. Der Römerstaat war ein Männerstaat. Die Frau hatte nicht viele Rechte. Eine römische Frau besaß nicht einmal das volle Bürgerrecht. Als Mädchen war die Frau abhängig vom Vater, Pater Familias. Er konnte über Freude und Leid bestimmen. Er konnte sie verloben und vermählen, wann und mit wem er wollte. Mit der Heirat tauschte die Frau dann die Abhängigkeit vom Vater durch die Abhängigkeit vom Ehemann aus. Starben Vater oder Ehemann, wurde ein Tutor bestimmt, der dann deren Funktion übernahm. Eine Frau hatte nicht mal mehr Macht über ihre eigenen Kinder, denn diese standen genau wie sie unter dem Vater. Politisch gesehen existierten Frauen nicht. Sie durften nicht an der Volksversammlung teilnehmen und vor den Wahlen waren sie ausgeschlossen. Sie durften nicht einmal mehr öffentliche Reden halten. Die Frau zählte außerdem nicht als juristische Person. Infolgedessen konnte sie weder vor Gericht als Geschworene auftreten, noch sich selbst verteidigen. Sie musste von einem Vormund vertreten werden. Also wenn du das hörst, das ist die Zeit, wo der Paulus den schreibt, oder? Das ist eine klassische Zweiklassengesellschaft. Du hast zum einen die Männer, die bestimmen, was läuft gesellschaftlich, und du hast die Frauen, die irgendwie noch eine Nebenrolle einnehmen sollen, so im Blick von dieser Gesellschaft. Und wenn wir jetzt den Text von Paulus lesen, aus dieser Zeit, merken wir, der macht gar keinen Unterschied. Der fängt mit einer Frau an, mit der Phoebe. Wahrscheinlich hat Phoebe den Römerbrief von Paulus überbracht. Sie war wahrscheinlich die Überbringerin von diesem Brief. Also sein wertvollstes theologisches Werk gibt er an eine für ihn wertvolle Mitarbeiterin und sagt, hey, bitte überbring du den an die Gemeinde von Rom. Und er sagt ja den Leuten noch dort, sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Auch hier, der Paulus sagt, wir machen keinen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Nehmt sie so auf, wie jeder, der zu Gottes Volk gehört. Steht ihr in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht. Denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen.
Mega wertschätzend. Der Paulus schickt sie mit dem Brief und tut gerade Gemeinde instruieren, wie willkommen sie sollen sie empfangen und sie unterstützen in allem, was sie hat. Der N.T. Wright sagt, wahrscheinlich hat Phoebe dann noch Aufgaben gehabt, Pläne von Paulus dort weiterzuführen in Rom, um vielleicht noch seine Ideen, wie er selber dort ankommt und dann nach Spanien reist und so weiter, dass sie dort selber noch mitwirkt und das vorbereitet, wo er noch alles vorhat mit seinen Missionsreisen. Denn in dem Brief kommt die Junia vor. In gewissen Übersetzungen hat man den Junias gemacht. Denn die Wright sagt, das hat einen Grund, weil man nicht glauben konnte, dass es eine Apostelin gegeben hat. Dann hat man eine männliche Form daraus gemacht. In gewissen Bibeln steht also immer noch Junias. Der N.T. Wright, ein sehr guter Theologe, er sagt, schau, das ist eine falsche Schreibweise. Junia ist korrekt. Und sie ist entweder bekannt gewesen unter den Aposteln, so wie das erwähnt wird, das können wir sonst auch noch mal lesen. Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Also es gibt die Überlegung, also Auslegung, dass man sagt, entweder sind die beiden Apostel gewesen, vielleicht Eheleute, sie sind Apostel gewesen wie der Paulus, eine Frau, oder sie sind immerhin sehr hoch angesehen bei allen Aposteln, also die haben sie alle gekannt für ihr Wirken. Und N.T. Wright sagt, aus seiner Perspektive ist die korrekte Auslegung, dass sie zu den Aposteln gezählt haben, so wie das im Griechischen formuliert ist. N.T. Wright, er liest übrigens seine stille Zeit, das macht er alles in der Ursprache. Also da ist richtig vertraut mit diesem Text. Dann haben wir Priska oder Priscilla mit ihrem Mann Aquila. Das sind gute Freunde von Paulus, ein Ehepaar, das er auf Augenhöhe schätzt. Die haben ihm geholfen in verschiedenen Momenten, die sind mit ihm im Gefängnis gewesen. Priscilla und Aquila, sie beide werden in der Apostelgeschichte genannt, dass sie den Apollos gelehrt haben. Der hat noch nicht alles mitbekommen von der neuen Botschaft, die haben damals das Neue Testament noch nicht zusammen gehabt. Und dann ist er umeinander, hat predigt voller Leidenschaft, aber er hat noch nicht die ganze Botschaft gehabt. Und dann haben Aquila und Priscilla sie haben auf die Seite genommen und haben ihn gelehrt. Und das heisst, beide, also das Ehepaar, Frau und Mann, haben dem Apollos haben sie gelehrt, was das Evangelium ausmacht und dann da wieder ausgesendet. Die haben eine Hausgemeinde gehabt, wo man davon ausgehen kann, dass die Priscilla nicht einfach eine Nebenrolle gehabt hat. Die hat das mitgeprägt, mit ihrem Mann hat sie das gestaltet. Dann haben wir die Maria, die er erwähnt. Es ist eine Frau, die hart schafft für andere, die in der Gemeinde vor Rom geschafft hat, die der Paulus mega schätzt und sagt, hey, danke, das ist eine, die hart schafft unter uns. Dann haben wir Tryphena, Tryphose und Peris, wo auch der Paulus sagt, das sind Frauen, die hart arbeiten für unseren Herr. Und er extra noch würdigt mit dem. Und dann haben wir die Mutter von Rufus. Das ist eine Frau, die offensichtlich so eine richtig fürsorgliche Mutter war, dass der Paulus sagt, ja, grüßet den Rufus und seine Mutter, die auch meine Mutter ist. Also eine Frau, die wie für den Paulus auch zu einer Mutter geworden ist, die anscheinend auch wie für ihn gesagt hat. Das sind die Frauen, die der Paulus erwähnt in dem Römerbrief mit mega viel Wertschätzung, wo er das hochhebt. Merkt ihr das? Oder? Wir haben vorher die Rechte der Frau in Rom gelesen. Und da kommt der Paulus und er macht keinen Unterschied. Er sagt, hey, die Frauen, er redet nicht mal darüber, er muss es wie nicht bestätigen, er lässt es einfach einfließen in seinen Text. Das ist wie normal. Hey, die Frauen, die prägen Gottes Königreich mit wie jeder andere, der hier dabei ist, wie jeder Mann. Manchmal gibt es ja Leute, die sagen, der Paulus ist frauenfeindlich. Du musst einfach mal ein Grußwort im Römerbrief lesen, oder? Dann, der N.T. Wright, ich möchte das Zitat kurz mit euch lesen. Er sagt, Paul names them as fellow co-workers, fellow workers, er meint Frauen, without any sense that they hold a secondary position to the man. Ich habe es so probiert zu übersetzen, der Paulus nennt sie Mitarbeiterinnen ohne irgendwelchen Beigeschmack, ohne eine andere Richtung oder so, dass sie eine zweitrangige Position im Gegensatz zu den Männern hatten. Also du müsstest jetzt wirklich erfinderisch werden, wenn du willst herauslesen, dass die Frauen dort irgendeine andere Position haben gegenüber den Männern in diesen Grußworten. Und darum mich inspirieren die Grußworte von Paulus. Das, was der Kommunismus probiert, oder alle Leute gleich zu machen, seien das Sklaven oder Reiche, was auch immer. In der Gemeinde Gottes passiert das. Die werden alle nebeneinander erwähnt, die arbeiten alle Hand in Hand. Das, was das ganze Gender-Zeugs probiert zu machen, wo man in der Welt nicht schlag kommt mit den Geschlechtern.
mit Mann und Frau, wo es schwierige Geschichten gibt. Im Reich von Gott ist das kein Problem. Dort sind wir alle auf Augenhöhe, miteinander und gestalten Gottes Königreich mit. Verstehen Sie, die grossen Sachen, die da probieren gelöst zu werden, die sind schon damals irgendwie mit Paulus, scheint das schon wie klar zu sein. Hey, wir alle gestalten Gottes Königreich mit. Und dafür brauchen wir nicht den Kommunismus, wir brauchen keine komischen Genderbewegungen, wir brauchen Jesus. Und dass wir erkennen, dass wir in ihm gleichwertig sind. Verschieden ausgestattet mit Gaben, jeder Mensch, den er dann einbringen kann in das Königreich von Gott. Ich hätte jetzt fast fragen, hat jemand noch eine Frage, aber das ist jetzt... Genau. Manchmal so Youth College Unterricht, wo man dann halt noch so auf das eingehen kann. Und was wir auch merken, also das eine ist, das war jetzt wie so der erste Hauptpunkt gewesen, an Paulus seine Wertschätzung gegenüber der Gemeinde. Gegenüber den einzelnen Leuten, Frauen, Männer, Sklaven, wohlhabende, einflussreiche Leute, seine Wertschätzung. Und das Zweite, was ich aus diesem Brief herauslese, aus dem Schlusskapitel, auch wenn man dann noch ein bisschen weiterliest, das wir jetzt heute gelesen haben, im Kapitel 16, dann wird noch etwas klar. Es heißt, grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Alle Gemeinden Christi lassen euch grüßen. Der heilige Kuss, oder? Das ist der Bruderkuss, der heilige Kuss, der dort vorkommt im Römerbrief. Denn die Wright sagt, das ist das Zeichen dafür, dass man zu der gleichen Familie, zu der Familie vom Messias gehört. Das ist ein Zeichen von Einheit, von Wertschätzung, dass wir zueinander gehören, dass man sich gegenseitig so einen heiligen Kuss gegeben hat. Es ist eine Erinnerung an die angestrebte Einheit in der Kirche von Gott. Und jetzt sind viele da und denken vielleicht zum ersten Mal, zum Glück ist Corona gekommen, oder? Sonst müssten wir jetzt noch so einen heiligen Kuss einführen, da untereinander. Gewisse sind ja die Umarmungen auch schon ein bisschen zu nahe gewesen. Aber dort hat man das, oder ohne Corona hat man das unter den Christen wie probiert zu zeigen, auch körperlich. Wir sind einander nach, wir einander wertschätzen. Und stell dir mal so eine Kirche vor in der ersten Zeit, wo Frauen und Männer zusammen drinnen gesessen sind, wo Sklaven und Herren und Wohlhabende drinnen gesehen sind. Und die tun sich alle gegenseitig mit so einer herzlichen Umarmung oder mit so einem heiligen Kuss, ich weiß nicht, wie das genau ausgesehen hat, tun die sich begrüßen. Versteht ihr die Kraft von diesem Zeichen? Wo klar macht, hey, wir stehen alle auf der gleichen Ebene vor unserem Herr Jesus. Wir sind eine Familie. In einer Zeit, wo die Gesellschaft wirklich noch massiv gestuft war, wer was darf und wer nicht. Und die Sklaven waren Leibeigene. In Rom hast du Sklaven umbringen. Die Sklaven hast du umbringen, wenn du willst. Das war wie dein Gut, wie deine Playmobil. Du kannst machen, was du willst mit dem. Und in der Kirche werden die Unterschiede alle auf die Seite gewischt. Und man begegnet sich auf Augenhöhe. Und das ist das Anliegen von Paulus, das Zweite, das durch die Grüße durchdringt. Das Anliegen für Einheit in der Kirche. Ich glaube, der Paulus hat sich so danach gesehnt, dass Christen zusammenkommen, zusammenfinden, sich nicht wieder spalten. Das haben wir beim Volk Israel schon gesehen. Gott hat das Volk Israel platziert an einem guten Ort auf diesem Planet, dass sie von dort aus sagen können in die ganze Welt. Aber anstatt dass sie sagen waren, haben sie sich auf andere Götzen eingeladen, auf alle möglichen Sachen, die nicht gut waren, und haben sich am Schluss selber verstritten und bekriegt. Und Gott sagt, hey, das sind meine Familie, die sollten das sagen sie für die Welt und die machen euch gegenseitig kaputt. Das ist das, was Gott nicht haben kann. Weil Jesus sagt deutlich, Jesus sagt im Johannes 13, 34 bis 35, sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Er redet so zu seinen Nachfolgern, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist für Gott nicht nice to have, dass wir eine Einheit sind. An dem, dass Israel sich gegenseitig angefangen hat zu bekriegen, ist mega viel zerbrochen, weil sie so nicht mehr sagen, sie für die Nationen und die Leute erinnern, dass es einen guten Gott gibt. Wenn wir Christen uns gegenseitig bekriegen, wenn wir keine Einheit sind, dann verlieren wir die Kraft von unserer Botschaft. Wenn wir sagen, unser Gott ist Liebe und wir bekriegen uns gegenseitig, ja, dann kannst du die Nachricht rauchen und heimgehen und einen Joghurt über den Kopf leeren, würde Manuel sagen, oder? Und schau, ich bin ja
als jemand, der sich für Inhalt, theologische Sachen und Wahrheiten so interessiert. Ich habe auch Text gelesen und ich bin manchmal auf Facebook aktiv gewesen und ich konnte in ein hitziges Gefecht kommen mit einem anderen Christ sogar, wo du dich dann anfängst anzufetzen. Wegen diesen Inhalt und was dann auch persönlich wird und so weiter. Und dort habe ich gemerkt, ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch über Inhalt reden, dass wir auch die Wahrheit suchen, dass wir auch mal Gespräche haben, dass wir auch mal kritische Gespräche haben miteinander. Aber wenn wir vergessen, dass das Hauptziel von uns Einheit in der Kirche ist, dass wir einander lieben, dass wir füreinander da sein wollen, auch wenn vielleicht nicht immer die gleiche Meinung ist, wenn wir das verpassen, dann haben wir das Wichtigste verpasst. Und der Ralf hat auch kürzlich gesagt, es erschüttert ihn zutiefst, wie Christen auch miteinander umgehen in dieser Corona-Zeit oder sich gegenseitig bashen. Gewisse auf dieser Seite, die sagen, das gibt es überhaupt nicht, und andere, die dann die mega angreifen und was auch immer, wo man wie denkt, hey, das kann doch nicht sein. Oder wir haben heute Abstimmungstag, oder? Begrenzungsinitiativen und andere Sachen. Ja, und da kann man verschiedener Meinung sein und vielleicht braucht es auch gute Gespräche und wieso nicht in der Kirche das ermöglichen. Aber wenn wir vergessen, dass die Einheit untereinander, dass wir einander wertschätzen, dass das Wichtigste ist, dann sind wir auf dem falschen Weg. Jesus hat nicht dafür gebetet. Das längste Gebet von Jesus, das lese ich nachher, das überliefert ist. Da drin hat Jesus nicht dafür gebetet, dass wir zu dem richtigen Abstimmungsresultat kommen, dass wir das Richtige ausfüllen und ja, alle seine Schöfli das machen. Er hat dafür gebetet, dass wir eins sind. Eins sind als seine Familie. Wo auch manchmal aushalten, aushalten, dass da verschiedene Meinungen, verschiedene Gedanken herum sind. Wo man aber darüber schauen kann und der andere wieder sehen kann, als ein Familienmitglied in der Familie Gottes, und der andere kann wertschätzen, für den anderen kann beten. Und ich glaube, das ist wichtig, auch in einer Zeit, wo so viel Spaltung herrscht, dass wir als Gemeinde von Jesus zusammenheben, weil wir wissen, Gott hat nie gedacht, dass die Menschen gegeneinander gehen, sondern dass wir lernen, einander zu lieben hier in der Gemeinde. Und Jesus sagt, hey, dann wird die Welt mich erkennen. Wenn ihr einander liebt, dann werden andere mich erkennen und das merken, hey, da ist etwas anderes. Das habe ich schon so oft erlebt, dass Leute das erste Mal, die hier angekommen sind, gesagt haben, hey, ich bin so willkommen geheißen worden hier, die Liebe, die unter euch herrscht. Ich habe das wirklich schon gehört von Leuten an der letzten Weihnacht gerade, an der letzten Christmas Celebration, wo Leute das erste Mal hier angekommen sind, wo so berührt sind von dieser Liebe, die hier geherrscht hat, von dieser Willkommenskultur, wo sie gemerkt haben, das haben sie so noch nie erlebt, haben sie gesagt. Das hat eine mega Kraft und das ist Jesus mega fest auf dem Herz. Darum nochmal zum Schluss, zum Sagen zu dem, die Einheit der Gemeinde ist Gott wichtiger als schlussendlich die einzelnen Positionen, die wir haben, sei das zu Corona, sei das zu der aktuellen Abstimmung oder so. Die Einheit ist wichtiger. Und ja, lasst uns einander herausfordern und weiterkommen. Wir müssen auch unser Denken schulen. Der Manuel ist da am meisten drin. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die Einheit zuerst kommt und Wertschätzung und Liebe für den Nächsten. Und auf dieser Ebene der Wahrheit nachstreben und Jesus suchen in dem. Ich möchte zum Abschluss das Kapitel Johannes 17 lesen, wo Jesus betet. Das längste Gebet von Jesus, das überliefert ist. Und zum sagen, wie können wir denn so Einheit anstreben? Ich glaube, es fängt immer zuerst auch mit dem Gebet an. Es fängt an, dass wir füreinander anfangen zu beten. Auch wenn du einen anderen Christ hast, wo du Mühe hast mit dieser Person, das gibt es manchmal. Aber wir können füreinander beten und Gott bitten, dass er uns seinen Blick gibt für die anderen Leute. Dass er uns seine Liebe gibt. Und plötzlich merkst du vielleicht, wow, das habe ich gar nicht gesehen. Danke Gott. Und man kann mal etwas Gutes sagen über den anderen. Anstatt nur das, was schief gelaufen ist. Also das wäre so ein bisschen der Teil Yes, but how. Das predige ich immer im Next Gen bei uns. Kommt immer ein Teil Yes, but how. Ja, okay, das wollen wir. Wie machen wir das jetzt? Lasst uns einfach füreinander beten und Gott suchen, seinen Blick füreinander. Und aus dem auseinander begegnen. Ich lese jetzt das lange Kapitel Johannes 17. Und in dieser Zeit, ihr könnt gerne die Augen zumachen und euch Jesus vorstellen, der das betet als seinen innigen Herzenswunsch. Und tut euch doch mal darauf achten, wo das Thema Einheit, wie oft das Jesus das erwähnt, wie wichtig das ihm ist. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja die Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen,
die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Denn sie sind dein Eigentum. Alles, was mir gehört, gehört dir. Und was dir gehört, das gehört mir. Und meine Herrlichkeit ist ihnen offenbar geworden. Bald bin ich nicht mehr in der Welt und ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast, die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste, doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Jetzt aber komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch hier in der Welt bei ihnen bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit für dir geweiht sind. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Jesus, wenn wir das Gebet von dir lesen, das längste Gebet, das überliefert ist von dir, dann springt uns das an, wie fest du dich danach sehnst, dass deine Jünger eins sind, dass die an dich glauben, eins sind. Weil das ist das, was dich Gott auszeichnet. 3 in 1. Du bist Gemeinschaft. Und das ist das, was wir Menschen uns so danach sehnen. Echte Gemeinschaft, echte Familie. Wirklich erkennt sie, aber den anderen auch kennen und einander trotzdem lieben. Und Jesus, wir beten, dass das auch heute in unserer Kirche sich weiterentfaltet. Die Wertschätzung, die der Paulus hier auch in diesen Grußwort gerichtet hat. Und die Sehnsucht nach Einheit.
Danke, dass wir das hier schon erleben dürfen, dass wir hier einander auf Augenhöhe begegnen können, egal von wo wer kommt. Egal ob Mann oder Frau, ob viel Verantwortung, ob wenig, ob viel Geld oder wenig, was auch immer. Wir dürfen einander auf Augenhöhe begegnen und einander lieben, weil wir wissen, wir gehören zu deiner Familie. Du bist unser Vater. Und Jesus, du hast uns gerettet. Und das ist das, was unser Leben ausmacht. Das ist das Wichtigste. Und Jesus, so möchte ich in deinem Namen unsere Gemeinde segnen, dass wir dürfen so einen Spirit von der Wertschätzung und von der Einheit, dass der hier wirklich greifbar sein darf, dass die Atmosphäre hier das wirklich versprühen, dass wenn Leute hier ankommen, dass sie an dem dich erkennen und merken, dass du einen liebenden Gott gibt, weil Menschen sich aufrichtig gegenseitig lieben und eins sind. In deinem Namen, Jesus, danke, dass du uns deinen Blick und deine Liebe geben füreinander. Das brauchen wir.